Schönen guten Tag zu der neuen Folge Viva la Movilusion, den erotischsten Podcast, der überhaupt existieren tut. Das sage ich nur aus dem einen Grund, weil der erotischste Podcaster der Welt gerade mit mir im Studio sitzt, nämlich der Mikey. Servus und Habitäre beieinander. Oh ja, das ist richtig erotisch. Und Conny, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Gewiss nicht, den Scheißdreck gehen wir jetzt besprechen. Ich wisst jetzt dazu, wissen, er weiß zwar schon, was ich von dem Film denke, aber ich weiß noch nicht von ihm. Aber jetzt habe ich ein bisschen Richtung gekriegt. Jetzt kriegst du mehr Richtung von mir, ja, eben. Also ich mich auch gleich mal vorher weggespannt und ich glaube, wir besprechen jetzt die Enttäuschung des Jahres. Okay. Und wir werden mal ein bisschen spoilern, weil wer über das Ding schimpfen möchte, richtig schimpfen möchte, der muss auch über ein paar Sachen reden. Genau. Also der Film läuft schon seit einiger Zeit in den Kinos und wer das herzählt, auf jeden Fall gesehen haben. Das würde ich auch sagen. Und da es eine Fortsetzung ist, nämlich Teil 7 der Reihe und wir schon mal angefangen haben, die Reihe zu besprechen, war es eigentlich wieder State-inklusiv, aber das ist so eine Gurke, da muss ich kein Geld nicht von euch verlangen. Es klang schon, wenn ihr Geld für einen Film im Kino ausgeben habt müssen. Auf jeden Fall. Und über was reden wir denn eigentlich, Mike? Sagen wir es ja noch endlich. Ja, wir reden über Scream 7. Es ist soweit. Endlich ist er im Kino. Gefreut habe ich mich so viel schon drauf. Voll. Trailer hat auch cool ausgeschaut. Das Hat nicht voll ausgesagt. Nein, da hast du wirklich gar nichts zusammendichten können. Dann schaust du den Film an und dann denkst du, die haben sich anscheinend auch nichts Gescheites zusammendichten können. Ja, diese 50 oder wie viel Millionen oder 500.000 Dollar oder wie viel haben sie noch eingebuttert für das Umschreiben von dem Skript? 500.000 haben sie noch mehr eingeballert, meine ich, nur fürs Skript umschreiben. Hey, das hätte sich sparen können. Also wer das verbrochen hat, also ich weiß ja nicht, ob das dann der Kevin Williamson selber war, der das dann umgeschrieben hat, weil das Skript ist ja schon von jemand anderen bearbeitet, geschrieben worden und Ding. Also, ja, ich weiß nicht, ob die nicht die Kohle zurückverlangen sollten. Gut, der Film war natürlich wieder mega erfolgreich, aber erfolgreichste der Reihe aktuell. Wir wissen aber, wo es Avatar angeht, erfolgreiche Filme hat nicht automatisch gut, Freunde. Das stimmt, ja. Ich bin ja gerade darum dankbar, dass er so erfolgreich ist, weil ich glaube, durch den Teil hat er das Scream-Franchise jetzt auch die Milliarde geknackt insgesamt. Für das eben dankbar, dass wir dann vielleicht oder ziemlich sicher einen Teil 8 kriegen werden und wir nochmal die Chance haben, nochmal einen gescheiten Scream zu kriegen. Und dann hoffe ich, dass wir einen Haken hinter alles setzen, was wir jetzt gehabt haben und einfach mal neu anfangen mit irgendwas Neuem. Neue Stadt, neue Leute, was weiß ich. Man braucht ja nur den Ghostkiller, aber man kann ja was Schönes drum rumspinnen. Ja, aber nicht wieder irgend so eine hanebüchene Scheißhausgeschichte aufsetzen, wie man es das mit gemacht hat. Und man hat ja auch gemeint, wir hätten endlich die Neve Campbell endlich weg. Man hätte sich endlich einmal die Altlasten entledigt gehabt mit den Carpenter-Schwestern. Und vielleicht, es hat ja auch geheißen, Neve Campbell kommt nie mehr zurück und jetzt ist doch wieder zurückgekommen. Vielleicht kriegen wir ja doch noch einen Carpenter-Schwestern-Trilogie-Abschluss, wer weiß. Aber ich war schon sehr enttäuscht, weil das Scream 5 und 6 haben mir sehr gut gefallen, was Radio Silence da abgeliefert haben. Und da hat es natürlich hinter den Kulissen, alle Leute wissen mittlerweile Bescheid, was da war, mit der Melissa Barrera und so. Da braucht man jetzt nicht mehr stark drauf eingehen. Aber das Besetzungskarussell hat sich dann zu drehen begonnen und dann war Radio Silence weg. Und dann hat der Christopher Landon, hätte dann einmal Regie führen sollen, der hat Happy Death Day gemacht. Und der hat dann irgendwann gesagt, wisst ihr was, jetzt könnt's mir mal schlecken. Und dann hat Kevin Williamson selber die Regie bei dem Film übernommen. Der Schreiberling ist von, ich glaube, Scream 1, 2 und nur ein paar Teile, weiß ich nicht. Und auch der Regisseur war von Tötet Mrs. Tingle und der hat die Drehbücher geschrieben für, ich weiß, was du letztens einmal getan hast und bla 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 bla. War in den 90er Jahren so dieser Typ, den man braucht hat für Coming-of-Age-Slasher. Für den Schlitzer. Ja, genau. Ich glaube, das Ding hat er auch geschrieben, ich glaube sogar die Scream-Fernsehserie hat er mitgeschrieben. Also da hat überall immer seine Wurstfinger drinnen gehabt und hat da ein wenig mitgewerkelt bei den Dingen. Aber die Ski führen so wieder nicht mehr. Ich weiß, hat er, jetzt weiß ich gar nicht, was du gerade gesagt hast, hat er das Drehbuch auch geschrieben zum Zimmer? Ja, umgeschrieben, also mitgeschrieben, oder? Er hat schon mitgeschrieben, ja. Also, das machen wir nicht mehr. Oder, ja, wer weiß. Also, jetzt erst der Spinner auf, geh Kevin, jetzt erst auf. Es war schon alles unter so einem schweren Stern gestanden, aber das, was wir dann gekriegt haben, naja. Wobei noch alles so gut anfängt, finde ich. Die erste Hälfte fand ich mega cool. Ja.
Die hat richtig Spaß gemacht. Dieses Markerhaus, sehen wir am Anfang, also jeder Scream-Film braucht ein Opening-Kill mit einer coolen Situation. Und das haben wir halt da das Markerhaus, in dem quasi das Finale vom ersten Teil gespielt hat, das jetzt umgebaut worden ist zu so einem Airbnb. Erlebnisding. Genau, für Slasher-Fans und wie sagt man da? True Crime-Fans eigentlich in dem Fall. True Crime, genau. Und das ist eigentlich, ich fand das Intro mega geil, wenn man dann in dem Markerhaus wieder ist und dann sechs, wie sie es herrichten für die Fans am Boden, dann diese weißen Linien, wo, und dann ist eben ein Pärchen drin und er ist voll der Fan davon, da ist der gestorben und hier ist der gestorben und im Hintergrund hast du überall nur so Step-Poster und Ghostface-Figuren. Am Ende ruft dir dann auch noch der Ghostface-Killer an und macht mit dir dieses, was ist dein Lieblingshorrorfilmspiel, wo es alles wieder dazugehört, bis sie dann natürlich irgendwann raussteht, da drin ist der echte Ghost, oder ein echter Ghostface auch drin und schnetzelt der Wingel. Da war ich voll, hab mir gedacht, geht um voll geil los. Es war zwar schon das erste Manko, was ich gesehen habe, war dieser Schläfenstich, den man da kriegt. Das war halt schon wieder CGI aus der Hölle. Ja. Aber es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, ja, das stimmt, ja. Aber da haben wir nämlich so gedacht, ja, okay, kann ich ihm irgendwie verzeihen, weil es so da wild ausschaut mit dem Augen, das sie vertraut und das Blut ausrinnt und so. Da hat man den relativ cool kaschiert und danach passiert dann noch gleich der Kill mit dem, wo sie runterfällt und dann sind das nur lebendig an, wo ich sage, das ist schon wieder so mies und so hart da irgendwo, passt. Also der Einstieg, jetzt hast du mich schon mal so vielleicht eine halbe Stunde lang. Ja, ich fand das mit dem Kronleuchter schon grenzwertig. Das war dann schon wieder so, jetzt bespielst du die Musik von Benny Hill und dann haben wir schon wieder beim Spoof. Okay. Das war mir schon wieder alles jetzt. Halt doch dein Maul, so ja, aber wie man dann da sagt, dieser Scream-Killer, der da quasi aus dem Dunkeln kommt, wie cool das da spielen, mit Licht, Schatten und so, mit der Maske. Nur die Masken dann, mal so einer schaut und wieder zurück, das war so geil. Ja. Toll! Und wie du schon sagst, das hat er später noch mit Folien, haben sie das auch noch mal ähnlich gemacht. Ja. Das haben sie auch, also da hat ein paar geile Shots auch drinnen gehabt, was das angeht. Ja. Aber 2-3 Frames retten halt nicht 2 Stunden Film. Ja, vor allem auch dieser Ghostface-Killer, der dann da von dem brennenden Haus weggeht und so, das ist ein echt starke Battle. Das hat richtig cool ausgeschaut. Ja, und dann geht die Geschichte mal richtig los, damit man halt auch wieder weiß, was los ist, weil wir hatten ja, wie der Mike vorher schon gesagt hat, vorher die Carpenter-Schwestern, die eigentlich das Zepter übernommen hätten. Genau. Jetzt schwenkt das alles wieder zurück zu der Miss Campbell, wie heißt es jetzt, nicht mehr Prescott, sondern Evans, glaube ich. Also Sidney Prescott aus der Hauptreihe ist jetzt verheiratet, hat ein Kind, beziehungsweise 3 Kinder, weil sie hat, glaube ich, auch noch Zwillingstöchter. Das war super, die waren einfach nie da, die waren einfach bei der Oma. Warum haben wir nicht einfach gespart? Ja, warum genau? Richtig. Man hätte es vielleicht hernehmen können dafür, dass der Ghostface-Killer jetzt die 2 Zwillinge sind, die sich so gegenseitig auf die Schulter genommen haben mit dem Kostüm. Ja, da war schon wurscht. Bei dem Ende war das schon wurscht gewesen. Genau, recht viel dümmer war diese Auflösung nicht gewesen, als die richtige Auflösung ist. Ja, stimmt. Nein, hat jetzt auf alle Fälle eine Familie gegründet, lebt in keine Ahnung wo. Und auf einmal klingelt halt dann wieder obligatorisch das Telefon und es sagt einer, hey, es geht ab, Alter, treibst du nicht so, was ist los? Und sie sagt, ja, der nächste Motherfucker, sie sagt immer Motherfucker. Ich hab mich gefragt, warum, hat sie das vorher auch schon gemacht? Das hat man jetzt so. Ist sie jetzt der Samuel L. Jackson? Keine Ahnung. Ja, wir haben unbedingt ein R-Rating braucht für den Film. Ja, mit den Kills haben wir sie nicht hingekriegt. Und sie sagte, ja, sie kriegt schon aus, wie er ist, und dann heißt es so, da ist mir verstecke mich nicht, das bin ich von Anfang an, sage ich da, wer Köpfe. Genau, und von Anfang an bin ich derjenige, der sage euch, wer ich bin, und bam, dann siehst du auf einmal einen Matthew Lillard mit einem Videoanruf, dass du der zweite Killer aus Teil 1 neben Billy. Ja. Und dann denkst du, ja, okay, da bin ich jetzt so gespannt auf was, dass das rausläuft, diese ganze Sache. Dann geht jetzt so das obligatorische Whodunit los. Mehr im Fokus ist halt diesmal ihre Tochter, die Tatum, die benannt ist nach ihrer besten Freundin aus dem ersten Teil, die es ja aus der Garagenkatzenklappe nicht rausgeschafft hat. Mit der ihrer Freundesgruppe, die eigentlich ein paar coole Figuren dabei hat, wie zum Beispiel ich glaube, Asa German heißt er, oder German, keine Ahnung. German Blair, den man aus Gen V kennt, den sehe ich eigentlich recht gern. Und genau, deswegen hat er ja mit den Kind, okay. Ja, genau. Und dann ist auch wieder die Mindy ist wieder dabei und ihr Bruder war das, glaube ich, der Chat, genau. Ja. Also der die leider komplett verhorzt sind. Verschenkt ohne Ende. Ich sag die so gern. Ich mag den Mason Pudding, den mag ich so gern. Ja. Und sie auch, die Jasmine.
Und dann sind die da einfach, für was habt ihr das nochmal eingebracht? Für was einfach wirklich nur um einen kleinen Bezug neben 3-4 Sätzen auf Teil 6 zum Schlungen, oder wie? Ja. Völliger Schwachsinn. Ja. Die waren völlig unnütz. Und vor allem auch, wo sie dann abkriegen. Das ist auch nur so, ja, damit sie ein bisschen was abkriegen. Ja, da wo wir beim nächsten Spoof sind, da wo es abgestochen werden, dann fällt's übereinander. Spielt da nochmal eine lustige Musik, dann lachst du dich tot. So wie er das macht, der ist ein Killer, dann fallen's da zusammen. Also schlecht. Ja, wirklich? vor allem, er kriegt ja nur so diesen Überraschungsstich ab von einer, die da schreckt. Oben mit Schulter, sie wird ein wenig an den Bauch geritzt. Und dann fallen sie alle zwei zusammen und man sagt es bis zum Schluss nicht mehr. Also wirklich, was habt ihr denn da gedacht? Ja. Dann kommt natürlich auch wieder, Courtney Cox ist auch wieder da. Ah. Die rumpelt dann auch wieder eine, unsere Gail Weathers. Und die löst eine Szene auf, die einfach voll blöd ist. Die geht los, wo ich sage, no cool, hey, die haben einen Panic Room im Haus. Und Sydney und ihre Tochter, die verschanzen sie im Panic Room. Und was tue ich, wenn ich einen Panic Room hab? Ich gehe natürlich wieder aussehen. Durch den Hinterausgang vom Panic Room. Hey, wisst ihr, was fickt? Wo ich dann zwischen die Wände miteinander laufe. Was soll der Scheißdreck? Warum geht er überhaupt wieder raus? Was soll ein Panic Room mit einem Hinterausgang? Dann dann, wo es durch diese Wände da durchgängen, sie tritt ihm noch das Messer um, das Abbogen ist. Ja, wo haben wir den jetzt? Ja, und mit der Stoßstange, das geht schon. Ach, dann haben sie mit raus vor der Katzenklappe an der Hausmauer, kommen sie raus, die zwei, dann kommt der Killer, greift ich weiß nicht mehr wen er angreift, die Tochter oder die Mutter, und die andere reißt einen Postkasten aus und haut einem Scream-Killer oder Vogelheisel oder was auch immer das war. Dieser Mords, dieses Bredelzeug mit dem Heisel. Gut, ein Name ist ja eine Postkasten, schaut aus wie ein Heiser. Und dann haut sie ihm das mit dem Ding. Und man denkt, ja, wo haben wir den jetzt? Und dann noch dieser Auftritt von der Gail Weathers. Buh, buh. Und dann noch diese Auflösung, wer der Scream-Killer dann ist. Es ist Karl! Messer töten Menschen, Karl! Oder? Was ist denn los? Ja, genau. So ich war wohl ausgeflippt, so eine Scheiße. Ja. Ich hätte ja die Auflösung von diesem Killer, den hätte ich auch noch lassen. Ja. Wenn man so weitergemacht hätte, also man muss ja sagen, Matthew Lillard, eben der Stu aus Teil 1, den ja eigentlich das Shell eingeschlagen worden ist mit dem Fernseher. Und das fand ich eine coole Idee. Sie sprechen dann immer mit dem, ist es wirklich oder ist es eine Deepfake-KI? Ja. Also da bin ich schon noch so dabei gewesen mit dem Mieträtseln, und auch wenn sie dann so erzählen, woher das der Karl eigentlich kommt, wenn sie das nachforschen. Ja. Das ist nämlich der erste Ghostface-Killer geht bei seinem ersten Auftritt eigentlich gleich fast drauf. Und ich denkst, okay, krass, haben wir so auch noch nicht gehabt. Ist aber völlig bezugslose Person zu einer. Ist jetzt komisch, wo kommt denn die eigentlich her? Und dann wird das ein wenig erklärt, eben mit dem Stu. Und dann denkst du dir so, das hat Sinn machen. Und jetzt bin ich schon gespannt, ist es wirklich das Stu oder nicht? Da haben sie mit dem haben sie mich schon lang an der Nase rumführen können. Und dann kommt irgendwann die Auflösung. Auf die können wir vielleicht, weiß ich, ob du möchtest gleich mal auf die Auflösung aufgehen. Ja, von mir aus. Die ist dann so beschissen dämlich, weil wer ist dann wirklich der Killer? Marga Karen. Ich muss jetzt wirklich sagen, leider Gottes ist es nicht, dass du, leider. Ich habe auch gesagt, Leute, Entschuldigung, Conny, ich hab gehört, wo Leute gesagt haben, das war ja voll dumm, wenn's das du war. Und ich meinte, ja, das war das Dumme gewesen, Jetzt schaut euch die Scheiße, oder Conny erklärt euch jetzt, was für Scheiße das ist. Und dann, wir haben ja dann insgesamt 3 Ghostface-Killer gehabt, den wir gerade schon erwähnt haben, der Karl, der dann von der Gail Weathers heroisch überfahren wird, heroisch zufällig. Und dann ist es die Nachbarin von der Sydney, die Jessica, oder, hat's geheißen? Und wer noch besser ist, wer überhaupt nicht reinpasst, wer noch der bessere Killer ist dann der Pfleger vom Karl, der in dem scheiß Irrenhaus gearbeitet hat, wo der Karl drinnen war, der überhaupt keinen Bezug zu dem ganzen Scheißdreck gehabt hat. Der Marco, der ist ein Google-Mitarbeiter. Ach ja, stimmt, der war ja mal Google-Mitarbeiter und hat deswegen das technische Know-how für das alles gehabt. Das sogar der Freund von der Tatum gehabt hat, der das nebenbei als Hobby gemacht hat und hat dann einfach sich selber schnell als Stu dargestellt, was ja auch so eine dumme Szene ist. Dass er sich selber, keine Ahnung, hat er die Daten gekriegt. Ich hoffe, dass er die irgendwann den Anruf und das Video gekriegt hat, weil er hat sich dann selber 1:1 so nachgebaut wie er. Ich weiß, aber diese Auflösung, dann habe ich mir auch gedacht, wenn ich den Stu wirklich hergenommen hätte,
dann hätte es, glaube ich, 2 Fronten geben. Die einen hätten gesagt, völliger Scheißdreck, und die anderen hätten gesagt, hey, finde ich doch irgendwie geil mit dieser KI und so, okay, ist zwar ein bisschen Hanebüchen, aber trotzdem cool. Ja. Aber so hast doch eigentlich, so kannst doch eigentlich nur die eine Front haben. Was sind das für Brunst mit Scheißauflösung? Was mache ich denn mit den 2 Idioten? Ja. Was interessiert mich die? Du hast ein Bierchen geschrieben und dann warst du nicht mehr da. Und jetzt bin ich New York warst nicht dabei. Was ist los? Und jetzt muss ich mit allem abrechnen, was und alles abbrechen hinter mir, und deswegen habe ich auch sogar meinen Buben umgebracht. Weil der war nämlich ähnlich zu meinem gewalttätigen Ehemann. Hey, er war voll der gemütliche Kerl, und dann, den bringe ich auch einfach um, interessiert mich gar nicht. Oh, das war auch so mies. Und er war wie sein Vater und er musste sterben. Also, sagt's einmal. Und dann stirbt der Sohn. Das ist kein Scream-Kill. Das ist Jason. Nein, absolut nicht. Das habe ich auch gesagt. Das ist, der junge Bursch wird am Kopf genommen und wird an einem Zapfhahn, der so spitz ist wie ein Schwert, wird der aufgespießt, und dann läuft ihm quasi Blut und Bier vom Mund raus. Wo ich auch sage, haben wir mir jetzt so wieder... Kreisliches CGI. So kreislich. Und wo haben wir jetzt? Haben wir jetzt wirklich dann bei Scary Movie? Haben wir jetzt mittlerweile dann schon so weit? Was soll das? Dass wir jetzt diesen Gag machen müssen mit dem Bier und dem Blut und so, das auch noch beschissen ausschaut. Also Katastrophe. Wirklich. Da geht's ja schon mal los. Man lässt den Ghostface ja immer voll durchgehen mit dem, was er ja alles einstecken muss und trotzdem immer wieder aufsteht, aber das mengen wir ja am Ghostface. Ja. Aber dann dieses Ding, wer von denen 2 Schweinsgrischball hätte denn diesen Burm mit 2 Händen im Steh einfach so entheben können? Das kann keiner. Ja. Keiner hätte es einfach so geschafft. So ein Schwachsinn. Und dann haben wir gedacht, ja, dieser Kill, der war eigentlich ziemlich übel gewesen. Also so langsam mit dem Hinterkopf in diese Spitzen rein und dann mit dem Körpergewicht durch den Kopf durchdrücken lassen. Ja. Und dann haben wir gedacht, warum belassen wir es nicht einfach bei dem? Ein bisschen Blut aus die Augen meinetwegen noch, oder so aus dem Maul rauslaufen, nein, dann spritzt aus, als da die eine frische Halbe abzapfen. Ja. Und dann noch so kreislig, als hätte wieder mal einer mit Paint reingemeint. Was ist mit euch Arschgeigen? Schaut da keiner mehr drüber. Schaut da keiner mehr drüber, wenn man sich so schaut und denkt sich, hey, das soll halt vielleicht anders ausschauen. Jetzt weiß ich nicht genau, aber ich glaube, der Film hat irgendwas mit 40 Millionen gekostet, von denen ich schon 7 Millionen, glaube ich, Neve Campbell gekriegt hat. Ja, und dann bringe ich es dann lieber wird der da die Kohle in Anschein bloßen, anstatt dass sie dafür auf gescheite Effekte Obacht geben wird. Also wirklich schrecklich, da kommst du direkt verarscht vor. Dann so Kills wie der an der Chloe, die Schwarze, der da diese Pizzeria kehrt. Die wird über die schon mitgezogen, fällt runter und liegt's da. Also, da liegt ja die Scherben drin. Ja, wo haben wir den jetzt? Was ist denn los? Beim Oberfallen hat sie einen kleinen Splitter in den Hals reingekriegt. Ja, Kim, den ziehe ich mir jeden Tag ein. Und den tue ich aus, dann kommt der Puder drauf und fertig. Und dann liegt's da und ist hin. Völlig unspektakulär. Die ganze Szene ist so dumm eigentlich, weil da ist ja dann auch das, wo dann die beiden Geschwister, Mindy und der Chat, dann auch noch kurz in der Küche eine Fett wegkriegen. Mhm. Da ist ja dann auch noch, wo die wird's geheißen, Chloe, oder? Hast du gesagt, die Freundin früher da. Ja. Wo es dann in der Kirche drinnen steht und der Killer reinkommt und stehen sie hinter der Ofenreihe, wo es dann so links, rechts und auf einmal ist er weg. Das war dann auch wieder so ein bisschen dick und doofmäßig. Dann denkst du, okay, genau. Wo ist er jetzt? Auf einmal hin, dann ist auf einmal der Chat da, dann schrickt sie, sticht den Chat ab. Oder war auch gerade in die Schulter, aber ist gleich so, dass er komplett umfällt und ich denke mir, was ist denn das eigentlich für ein Scheißdreck, was passiert denn da? Ja. Ich verstehe die ganze Situation da nicht. Und da war eben der Lukas, den wir dann danach zum Zapfhahn umwandeln, kommt dann aus den Holz in den Bauch, wo sie es zuerst, im ersten Moment haben sie das ja noch cool gemacht, wie er rauskommt und sich den Bauch holt, weil das hat mich voll an die Szene erinnern von Billy bei Scream 1, wo er sich auch einen Bauch holt und so Ketchup. Das hat mich voll daran erinnert, weil du sagst ja nicht, was passiert ist, er kommt raus und holt seinen Bauch. Ja. Hätten sie den wieder schön besser an der Nase rumführen können und irgendwas Cooles draus machen, aber nein, machen sie auch nicht. Endet dann einfach im Bullshit. Leider. Das ist so schwach. Hab ich alles, je mehr, dass ich dann drüber, zuerst einmal gedacht, nachdem mich der Mike schon darauf vorbereitet hat, bin ich jetzt gar nicht so entsetzt. War zwar viel Bullshit, vor allem die Auflösung ist die dümmste ever. Aber je mehr, dass ich über den Film dann nachgedacht habe, umso mehr hat er mich aufgeregt, dieser ganze Scheißdreck, weil das alles so dumm ist. Auch wenn dann die Tochter, die Tatum, da vollläuft durch die Stadt und schreit um Hilfe, wo man denkt, halt doch dein Maul, irgendjemand darf doch da mal ausschauen. Das ist, die läuft mitten durch die Stadt durch. Irgendjemand ist da. Brauchst du mir nicht verzeihen, dass da überhaupt keiner ist. Das hätte man auch wieder anders lösen können. Ausgangssperre und dann Hans-Oli mit dem Kopf unterm Kissen oder so, dass da ja keiner irgendwas her. Ja, genau. Und dann hörst du, okay, da ist jemand draußen, selber schuld, wenn er sich in der Ausgangssperre hält, dann muss er sterben. Allgemein, die Erleben in der Stadt gibt's nicht.
Wir haben ja nur diese Hauptpersonen, die wir da haben und einmal ein paar Leute noch im Café. Aber sonst, du siehst keine Leute auf der Straße, nix. Also, was ist da schon wieder los? Du hast überhaupt nicht irgendwie irgendein Feeling, dass du sagst, dieses Kleinstadt-Feeling, das eigentlich mit Woodsboro und was der Wes Craven so gut transportieren hat können, das feit da komplett. Die sind einfach nur die Leute, das gesagt, das ist jetzt halt diese Ortschaft da, bitte hier Namen einfügen, weiß ich nicht mehr. Das sind nur die Leute, das sind 5 Häuser und dann klang's, dann hätte ich es so hingenommen. Aber das ist ja so ein mittelgroßes ein Dörfchen ist oder irgendwas, das kommt null rüber, null. Du kannst auch voll knicken. Und alles ist, und ihr Tochter ist die ist also nervig gewesen, das Rümpfig. Sie weiß, was ihrem Mann passiert ist und dann immer so, aber trotzdem muss man mir jemandem vertrauen und ja, aber es ist schon jemand umgebracht worden, es geht gerade wieder los, ja, aber ich vertraue trotzdem an jeden, ja, halt doch mal dein Maul jetzt so Rümpfig. Der hätte ja Sehne auf den 12er aufgehauen mit meinem, der vorher, wenn ich gewinnen wird, dann, der ist ja der Chief selber von der Polizei. Genau. Dann hätte sie mal einen sauberen Handkantenschlag mit der Pistole gegeben auf den Kopf. Auf den Kehlkopf, ja. Und dann hätte sie einen Panic Room eingesperrt und gesagt, du bleibst jetzt drin, du Rümpfig, bis alles vorbei ist, wenn du nicht weißt, wie Spinner so ist. Ja. Also ein Dreck, diese pubertierende Drecksscheiße, diese unnötige da die ganze Zeit. Und die Neve Campbell war wirklich die Antithese zu der Laurie Strode in die Halloween-Filme vom David Gordon Green. Weil die Laurie Strode, die wollte ja total mit aufrüsten und alle warnen und alle terrorisieren. Michael Myers kommt wieder und sie verzeiht einfach gar nichts und und dann weiß kein Mensch Bescheid. Ja, alles so komisch, ich weiß nicht. Die ganze Dynamik hat mir irgendwie total genervt. Und dann eben ihr Mo, den ich eigentlich recht gerne mag, wie heißt er denn? Das fällt mir der Name nicht mehr ein. Er ist Gott sei Dank jetzt auch nicht in dieser Listen, die ich vor mir habe zum Nachschauen. Naja, er ist auch drauf geschissen. Das ist der Mark Evans. Kann sein. Der Mark Evans so heißt er, der ist Joel McHale. Ja, genau, der. Und ich mag den eigentlich recht gerne, das finde ich ein sympathischer Kerl. Aber der ist da auch gerade irgendwie so als nette Seele, die zwischen Tochter und Mutter vermittelt eingestimmt worden. Ja, Stichwortgeber, er gibt immer wieder so Stichworte. Genau. Und dann so, das geht auf deine Kappe. Dieses Mal war es ihre Schuld. Jetzt habe ich 48 Stiche abgekriegt und trotzdem lebe ich noch. Ja, und gibt einen coolen Spruch. Ja. McKenna Grace als Hannah total verschenkt. Voll geil. Der wirklich so ein Name momentan, wo ich sage, hey, die war gut in Ghostbusters, die kommt einfach immer gut rüber. Und dann los ist sie in diesem Hammelkill da sterben, wo ich auch sage, ja, die Idee an sich ist ja nicht schlecht, aber die Umsetzung ist. Ja. Sind wir wieder beim Ekel-CGI. Ekel-CGI und dann wird ja vorher noch einer umgebracht, der quasi dieses Ballerina-Gestell da bedient. Ja, also genau. sowas in der heutigen Zeit, so ein Offscreen-Kill darf es gar nicht geben. Seien wir nicht besser. Bei so vor allem nicht bei so einem Slasher-Film, wo es ja darum geht, da wo ja das sehen möchte, wie da kleine Idioten-Teenager abgemetzelt werden. Ja. Du, einfach so mal von hinten den Kopf rein oder was gesagt, kurze Szene klang mir dann schon, sage ich, hey krass, jetzt möchte ich sehen, wie es weitergeht. Dann das Suspense ist ja dann da, der Killer ist ja dann da und sie schwingt dann da so, aber da sagst du da, ja, also spannend oder irgendwie, die tut dir ja nicht leid, weil die Frau ja eigentlich auch so gut wie nie, die ist ja gleich die erste, die stirbt dann im Endeffekt, das ist der ja dann schon wieder wurscht. Und dann fällt der da diese CGI-Kordeln vom Bauhaus, Ja, und es ist halt dann so, aber es ist halt dann also langweilig dargestellt ist. Okay, jetzt halt, schwingt's hin und her und jetzt kann's, man hat halt dann schon genau gewusst, auf was das rauslaufen wird. Ja. Da war überhaupt keine Spannung mehr, jetzt halt, sticht er mit 2-3 Mal auf und dann schneidet er auf. Ja, klare Sache war. Da hätte man irgendwie so viel mehr noch machen können. Aber ja, wie der Mike schon gesagt hat, gerade so, dann fällt ja da der Computer aus dem Ranzen raus und das war's dann. Tolle Wurst. Ja, und dann wird aber, ich bring's leider nicht mehr ganz zusammen, aber es wird in dem Film öfters mal dann auf New York angesprochen und so quasi, ja, und wenn der Sidney nicht dabei ist, dann ist halt nix und so. Dann ja, genau, wieder, das ist kein was meckst du von mir? Was meckst du? Der Sechser, das war eine Weltmacht im Vergleich zu diesem Simmer-Bullshit. Also, das stimmt, ja. Es ist wirklich eine Frechheit, dass sich dieser kleine Wichsfilm über den anderen erhebt und ist einfach nur Kompost. Echt Wahnsinn. Ich glaube, es heißt aber, sei froh, dass du in New York nicht dabei warst und es ist kein richtiger Ghostface-Killer ohne dich. Irgendwie so, glaube ich, so waren, glaube ich, die Sprüche. Ja, irgendwie so, ich weiß nicht mehr. Und ich denke mir, und nach der Auflösung denke ich mir so, ja, das war alles besser als das, was du gerade gemacht hast, Schweinefilm. Und ich muss mich leider outen als Fan vom Sixer. Also, ich weiß viele Leute, die den nicht mengen oder so, oder auch die Auflösung ist scheiße. Ja, Freunde, jetzt schaut euch einmal ins Zimmer und dann beschwert euch nochmal über den Sixer. Da möchte ich sehen.
Mir hat auch ein Kumpel erst geschrieben, sagt, da ist die Auflösung noch schlechter als vom Dreier. Das ist anscheinend sein absolutes No-Go gewesen. Sag, ja, das ist die schlechteste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe, vor allem was diese Auflösung angeht. Ja. Also, weil ich mag den 6er auch, zwar jetzt wahrscheinlich nicht so gern wie du. Ich bin nämlich größerer Fan vom 5er, das war mein Highlight aus den Neuer 3 gewesen. Sehr, sehr gut. Aber im Vergleich zum 6er ist dieser Simmer ein riesiger Scheißdreck gewesen, ein total lieblos hingerotzter Mist, um irgendwie diese, in Anführungszeichen, Trilogie jetzt noch zum Abschließen, hätte ich gesagt. Obwohl ich eigentlich auch keinen Abschluss nicht finde, weil da geht es ja eigentlich wieder neu los jetzt, weil das New York-Thema ist ja nie richtig fertig gemacht worden. Man hat zwar noch den Chat und die Mindy, mit denen man noch was machen kann. Das war noch so meine Hoffnung zumindest, weil ich glaube, die Carpenters Schwestern, der Jenna Ortega und die Melissa Barrera, glaube ich, heißt, die werden wir wahrscheinlich nicht noch mehr kriegen. Ich glaube es auch Aber nicht. dann darf ich mir wünschen, dass wir vielleicht mit dem Chat und mit der Mindy, die in der Hauptrolle eine neue Ghostface-Killer-Geschichte kriegen. Das hat mir gefallen, weil ich finde sie beide super sympathisch. Das sind cool geschriebene Figuren gewesen. Und jetzt im 7., wie wir schon gesagt haben, sind sie ja komplett für die Katz dabei gewesen. Also gibt's ja in Teil 8 noch mehr eine saubere Bühne. Ja, und weg mit den Altlasten. Ich war so happy mit 5 und 6, dass man da einfach neue Wege beschreitet. Und jetzt holen wir wieder die alte Scheiße aus. Also wirklich, diese Gail Weathers, die hat nichts zum da in dem Film. Die ist einfach nur da, dass da ist. Ja, die macht wirklich nichts. Weil damit hat man da merkst du richtig, das war nur so irgendwie die alten Leute durch ein bisschen Fanservice einzahlen. Aber da fand ich dann zum Beispiel, wie man Fanservice richtig macht, das ist die Jacken, die diese Tatum mal hält. Das ist ja die Jacken, die der Billy ihr Mann im ersten Teil der Sydney drüber liegt. Ja. Den seine Jacken ist es noch. Das ist ein Fanservice, wo wirklich so die Nerds dann einschauen können, hey, das und das hier, da schon her. Aber dann kommt halt Gail Weathers zum 7. Mal jetzt eben einfach so aus dem Nichts schnell daher. Kann ihre Mundwinkel noch weniger heben, als es die Teile davor Kinder hat. Und am Ende wird's dann einfach stehen lassen irgendwo und hat überhaupt nichts mehr zum Tor. Wo ich sage, ja, für was warst jetzt du in dem Teil dabei, verstehe ich nicht. Sonst in die anderen Teile hast du wenigstens ein bisschen einen Stitch-Up gekriegt. Ja. Aber diesmal war sie wirklich, die war arbeitslos eigentlich. Weißt du, ich hätte ja noch gesagt, dann lass ich nur lieber sie ein Ghostface-Killer sein. Die Frau, die mittlerweile keinen Erfolg mehr hat und einfach wieder schauen, dass die Karriere in Schwung kommt. Aber dann sind wir beim 25er, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, und der war die Auflösung also beschissen. Stimmt. Ja, aber lieber das, aber ich bin immer noch Verfechter davon, dass du hättest sein sollen. Ich bin der Verfechter davon. Ich hätte es gefeiert, wenn das du das wirklich gewesen war. Dann weiß ich zwar, dass ganz viel gesagt hätten, so ein Scheißdreck und so, aber ich habe gesagt, die haben cool drauf hingeführt mit dieser KI, Deepfake-Scheiße, ist es oder ist es nicht. Damit haben sie nämlich, da hätten sie so richtig geiles Ding gehabt, mit dem sie an der Nase rumführen, und dann hätte man am Schluss eben sagen können, okay, finde ich kacke, dass er noch lebt, oder hey, cool gemacht, dass es am Ende wirklich ist, aber die scheiß Nachbarin, die da Sydney ein Bier gelesen hat und der scheiß Idiotenpfleger von Google damals, also was wollt ihr? Was? Verstehe ich nicht. Das habt ihr überhaupt nichts verloren in dem Film. Ja, wobei der Teil halt auch wieder die nächste Neuerung irgendwie aufgreift, was wir ja in jedem Scream-Film irgendwie haben, oder irgendeine Schwingung, die der Film aufgreift. Das haben wir jetzt eben da mit diesem KI, das war jetzt eigentlich recht konsequent. Wobei mir halt aber auch gleich klar war, dass das alles nicht dazu gehört. Vor allem spätestens dann, wenn dann diese ganzen anderen Figuren oder die ganzen anderen Killer aus den anderen Filmen dann dazukommen, die man ja dann auch als Deepfake sagt und so. Ja, da hast du dann gewusst, dass da war es dann schon klar, dass es nicht sein wird. Ja. Aber wie gesagt, sie hätten in meinen Augen es schön rangeführt für ein schönes Verwirrspiel mit diesem KI-Thema, und am Ende haben sie es dann einfach mit großen Haufen Pferdekacke aufgelöst. Ja. Und auch die ganze Meta-Ebene geht ab. Das, was wir da sonst in anderen Filmen so gehabt haben, da mit Requel oder das mit Social Media oder irgendwie, oder dass er das Film im Film Geschichte und so, das irgendwie geht das bei dem Film total ab. Ja, das die Mindy da ja mal anfangen damit, wo es doch dann so heißt, nein, wir haben gesagt, wir machen das nicht mehr, und dann ist weg das Thema. Genau, die Reihe besteht aus dem. Ja, dieses Fundament. Hättest das lieber behalten und hättest lieber die Altlasten wie Sydney einfach mal weglassen. Fix, es wird jetzt wirklich schwer, was Positives dann zu finden, ich sag das gleich. Ja, ich flippe komplett aus, ich kann mir jetzt richtig in Rage reden, vor allem immer wieder, wenn ich an den Schluss denke, wenn ich sage, die scheiß Drecksnachbarin und der scheiß Pfleger, wer kommt denn auf die, dass die zwar die Pfleger, dass die zwar die Killer sind? Wo ist denn da der Sinn dahinter? Was ist denn das für eine dumme Erklärung? Weil dann kann halt jetzt halt einfach jeder immer der Ghostface sein.
Ja. Dann habe ich ja überhaupt keinen Spaß mehr dran, dass ich mir den anschaue und sage dann, okay, jetzt dreht rum, ist es vielleicht doch wieder ein Freund oder ist es gerade der Spätzl, macht immer viel mehr, also mir macht das viel mehr Spaß, wenn ich das Umfeld von der Hauptfigur ein bisschen beobachte und sage, okay, ich glaube, der ist, oder nein, jetzt lege ich mich doch lieber auf den fest. Aber wenn es jetzt einfach wirklich jeder random dahergelaufene Scheiß-Dude sein kann, der in dem Film auftaucht, weil die haben ja eine Screentime von ungefähr 2,5 Minuten davor, nicht einmal 2,5 Minuten von einer Minuten davor insgesamt gehabt, zusammen. Und das ist dann auf einmal, sind dann auf einmal die Killer. Dann kann es in Zukunft irgendein Statist sein, der hinten vorbeigelaufen ist. Da muss ich sagen, der mit der roten Jacken, der glaube ich wird's sein. Ja. Meine These für Teil 8 ist, der Scream Killer ist der Bossboot und der DHL-Fahrer und der vom Hermes. Die 3 sind die Killer und die killen die Sydney, weil die nie daheim ist und die ihre Backerl nie abgeben können. Genau, und im 9. Teil kommt dann das Kind von den 3 Backerl-Fahrer und möchte die Tate im Abstecher, weil es da die gleiche Scheiße war. Und im Teil 10 kommt dann der die Postautos baut hat. Ja, genau, und im Teil 11 ist es das Postauto. Grauenhaftigste. Ich hoffe so stark, dass sie die mit Teil 8 auf irgendwas Gescheites wieder besinnen. Einfach fangt's was Neues so. Das war für mich persönlich, wenn ich einen Wunsch schreiben darf oder kann, dann da ich sagen, bitte komplett neu, alles weglassen, von denen alt lassen und was Neues erfinden, weil ich gehe ja stark davon aus, dass wir in Teil 8 dann mit der Sydney ihrer Tochter weitermachen. Bestimmt. Und die fand ich überhaupt nicht toll. Die ist Charisma-Freizone. Das stimmt, ja. Naja, hast du was zum Ragen oder sollen wir schon mal auf unseren Top zum Floss das, was gehen? Du noch gesagt hast, was dir recht gut gefallen hat mit dieser Baustelle, mit den Planen. Ich fand ja das an sich auch ganz nett. Das haben wir also nicht die ganze Szene habe ich nicht gemeint, ich habe nur dieses eine Beitel gemeint, wo so mal so einer schaut mit dem Ding. Also ansonsten. Aber das war auch wieder ich war schon viel Bausteiner. Ich war auch schon viel Bausteiner. Du auch. Und wenn du sagst, kein Mensch arbeitet auf so einer Baustelle, kein Mensch kann da arbeiten mit diesen 100.000 Folien. Was willst du denn mit den 1.000 Folien? Der Staubschutz. Das war fast ein Reinraum gewesen, so wie die hergerichtet haben. Texas Chainsaw Massacre haben wir so eine ähnliche Szene gehabt in diesem Michael Bay Remake mit den Bettlaken und so. Das kann man schon auch cool machen, sowas. Aber das war einfach zu viel. Ich habe gesagt, hey, der Hagebau da bei uns ums Eck, der macht zu, da holen wir uns aber die ganzen restlichen Folien, weil es 50% gibt und die hängen wir jetzt alle hin. Alle. Grausam gehen, ja. Da hast du eigentlich nirgends mehr durchgehen können. Und ich meine gerade, da hat es wirklich nur einen schönen Shot dann wieder gegeben, der aber prinzipiell das gleiche war wie der im Dunkeln. Ja. Da ist der im Dunkeln aber auch wesentlich schöner gewesen als der da. Aber das sind so 2 schöne Einstellungen gewesen. Aber jetzt gehen wir mal auf unser Top zum Flops, oder? Genau. Wie schaut's aus? Was hast du? Fang du. Also, wie gesagt, diese Auflösung war scheiße, dann dieses Exekutieren der Killerin quasi, wenn sie da zu zweit 5.000 Mal in den Kopf einschießen und dann fällt der das Gesicht ab. Wo sind wir jetzt? Ich sag nochmal, wenn man einen Slasher nimmer von seiner Spoof-Verarsche wegkennt, dann stimmt irgendwas nicht. Und das war Scary Movie. Also der war gerade noch abgegangen, dass man dieses so Scary Movie, oder nicht Scary Movie, Tom und Jerry mäßig, dieses Boing, wenn das Gesicht mit einem Boing abgefallen war, dann sagst du, jetzt haben wir echt bei der nackten Kanone, Freunde. Das ist so beschissen gewesen und das war so matschig und du hast nichts gesehen, diese Nahaufnahme. Genau. Also wirklich, das kann ich 2026 so nicht bringen. Nicht in so einem großen Slasher-Franchise, da wo es auch um ein bisschen Gore geht, wo ein bisschen so das Handgemachte, so den Charme ein bisschen ausmacht. Und das war einfach ein lieblos dahingeschissener Schwachsinn. Ja. Das kennt man an so viel Einzelheiten an dem Film, weil sie ein paar wirklich gute Ansätze haben und dann der Scheiße zerscheißt sie das Ganze. Diese Szene im Café. Die Szene im Café war an sich cool. Sie leitet quasi die Tatum anhand von der Kamera am Handy, wo sie da so mit der Waffen und so. Aber dann bleibt sie einfach stehen und schlendert da dahin und so. Ja. Ich kann mich über 1000 Sachen aufregen. Es tut mir leid. Ein lieblos dahingeschissener Schwachsinn. Es tut mir leid. Was mir gefallen hat, waren eben diese paar Ansätze, die es eben gegeben hat. Dass er bei manchen Szenen ein bisschen Suspense eingebracht hat und dass man halt mehr kann ich nicht sagen. Also, weil die Figuren waren beschissen und es ist alles irgendwo im Sand verlaufen. Ich kann nicht viel Gutes dazu sagen, es tut mir leid. Das war wirklich eine riesige, mega fette Enttäuschung.
Grauenhaftigst, ja. Dann mache ich gleich weiter mit meinem Flop. Das ist dann einfach die Isabel May, die Tochter spielt, die Tatum Evans. Ja. Ich fand die furchtbar, die hat mich als Tochter genervt vor der Sydney und sie ist auch keine gute Scream Queen für mich. Ja. Das hat keinen Spaß gemacht mit dir, finde ich. Ich weiß nicht, was der gefeiert hat so einen schlechten Regisseur als Anleiter gehabt oder kannst einfach nicht gut schauspielen. Mir jetzt einfach mal so da hinstellen, keine Ahnung. Ich habe auf alle Fälle keine gute Zeit mit der da als Scream Queen Code und deswegen fürchte ich mich schon ein bisschen von Teil 8, dass sie da die Szepter übernehmen wird. Und ich könnte auch noch viel mehr Flops aufzählen, aber wir haben ja, glaube ich, schon ganz viel genannt. Darum bleibe jetzt mal bei dem einer. Und mein Top ist echt unglaublich schwierig. Ich kann eigentlich fast kein Top nicht sagen. Aber da wir ja uns sagen müssen... Ich muss jetzt echt nochmal überlegen, dass ich da noch irgendwas Positives rausziehe aus dem Ding. Dann wiederhole ich mir jetzt einfach nochmal, das Intro ist mein Top gewesen. Das Intro lasse ich einer gut durchgehen, das hätten sie cool gemacht. Bis auf mit ein paar Abstriche in der B-Note, aber ansonsten eigentlich so das Beste vom Film. Ja. Was man ihm vielleicht noch zugute halten muss, ist, dass er nicht langweilig war. Er ist auf die auch fast wieder 2 Stunden, das Ding. Ja. Aber er war so voller Nonsens und Ding, dass ich doch irgendwie dann doch da gesessen bin und hab dann auf die Uhr geschaut und denk mir, ja, das ist aber jetzt echt doch auch schnell vergangen, obwohl er so scheiße war. Also einen gewissen Unterhaltungswert hat er, wie so ein Autounfall da, wo du immer hinschaust. Ja, stimmt, da möchtest du eigentlich gar nicht hinschauen, aber du musst. Ja. Aber das ist auch schon wieder so vergiftetes Lob, oder? Das ist auch schon wieder vergiftet. Eigentlich, ja, es ist schlangenzüngig ist das auf alle Fälle. Verdammt nochmal. Aber Schlangenzungen. Haben wir mir 3 Ts oder haben wir überhaupt eins? Nein, ich glaube, Ts haben wir überhaupt keins. Gar keins. Kein einziges T, keine Titte, keine Trompete und kein totes Tier. Und keine Liebe im ganzen Und Film. Keine Liebe und keine Qualität und keine gute Auflösung und keine Freude an dem Film und so viel keine Sachen. Ich glaube, dass der Wes Craven im Grab dermaßen rotiert. Der hat sich jetzt schon so Erdölloch gegraben, so hat der rotiert. Wahrscheinlich. Das ist der USA ist am seinem Friedhof schon eingefallen. Genau. Grauenhaftigste. Jetzt hör mal auf, wenn mich das aufregt. Ich mag so viel Zeit für der Pläne verbringen. Ja. Also schaut euch den Film bitte nicht an. Nein, ich kann es auch nicht unterstützen. Ich habe schon genug Geld eingespielt. Wart's bis umsonst irgendwo drinnen ist. Das klang das Schlimme ist ja, ich habe ja schon wieder das Steelbook bestellt. Es ist ja das Schlimme an der Scheiße, dass ich wieder, ich muss 30 € für dieses Steelbook ausgeben, aber ich muss mir's holen, weil ich dann sonst alle Steelbooks habe und nur das vom Zimmer nicht. Das geht Gott sei Dank nicht alle. Das geht halt nicht. Ich glaube, ich habe es nur bis zum 4. Vielleicht mache ich dann ab dem 5er nur noch das Armor-Ray-Sets. Okay, was du Glück. Oder ich warte noch auf den 8er, wie der wird und dann bestelle ich die anderen für viel mehr Geld nach. Wahrscheinlich. So wird's laufen. Ja, wahrscheinlich. Schreibt es in die Kommentare, wie euch der Film gefallen. Hat's ihr enttäuscht oder happy aus dem Film gegangen? Wer weiß Hätte euch die Auflösung gefallen, wenn es das du gewesen war? Das würde mich interessieren, was die Leute dazu sagen. Ja. Dazu sagen, nein, da war das jetzt besser? Oder hättest du gesagt, ja, lieber den du als als Nachbarin und der Pfleger? Nein, da war mir echt, dass du lieber gewinnt. Lieber ja, das. Bitte. Oder von mir ist nur ein sein Zwillingsbruder, den nie jemand kennt hat. Ja. Ja, irgendwie, von mir das wirklich so ein Scheiß. Aber ja, das war Käse. Das war, nein. Was kein Käse ist, wenn du bei uns bei die ganzen sozialen Netzwerke vorbeischaust, gebt uns ein Like, dort Glocken drücken und vielleicht ein Steady-Abo machen, weil es uns gerne mögt, weil wir es wert sind, dort uns weiterempfehlen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Nee, von Woodsboro. Ich sag mit Absicht nicht die andere Stadt, weil ich möchte in Woodsboro bleiben, weil alles andere Bullshit war. Ja. Dann lieber New York. Ich möchte lieber New York lassen wir auch noch eingehen, ja. Genau. Aber in das Schweinskauf haben wir nicht. Merci fürs Zuhören, macht's es gut. Jo, bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre.